Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Film-Serie-Update-Session, wo wir zurückschauen, was wir im letzten Monat alles geschaut haben. Und mit mir hier am Tisch sind wie immer der Ertu, Hallo. der Fabo Hallo. und der Jesu ist immer noch busy, aber keine Angst, er lebt noch. Er kommt wieder zurück nächsten Monat. Der ist verdammt lang beschäftigt. Der ist Gell? schon lang beschäftigt. Messias. So important. Er hat halt noch ein Leben nebenbei und wir nicht. Ja, ich glaube, er ist so ein bisschen Jack Bauer-Style. Weißt du, immer wenn er wieder zu uns kommt, hat er irgendwie insgeheim die Welt gerettet und wir haben es gar nicht mitbekommen. Genau. Sein, ja. Und jetzt hat es mal nicht geklappt. Gut, Ertu, was hast du im letzten Monat geschaut? Ich habe im letzten Monat X-Men Apocalypse geschaut, weil ich gewusst habe, das ist ein Film, den ich unbedingt mal schauen will. Er ist ja schon älter. Und ich Wann habe ist der rausgekommen? nie gesehen. Hui. Das ist 2014 oder so, ne? Ja, 15. also wirklich sehr, sehr alt. Und in welcher Reihenfolge ist der? Also, Also ist der neueste X-Men, wenn ich mich nicht täusche. okay, Vor Also Logan. neben Logan, ja. Vor Logan, ja. okay. Weil X-Men habe ich auch irgendwann aufgehört zu schauen. Ehrlich. Ja, es versandet ein bisschen, wenn man Mhm. es so darf sagen. Es ist ein spannender Film, interessant und ja, sie sind ja jetzt neu im Aufziehen mit der neuen Generation X-Men oder mit der vergangenen Generation X-Men, die einfach jetzt alle jünger sind. Und es kommt ja, sie sind glaube ich am Planen für die Geschichte von, wie heisst sie? Ja, Dark Phoenix. Dark Phoenix, genau, sie sind im Aufziehen mit der schönen Schauspielerin von Game of Thrones, Sophia Ja, Turner. nee. Ja, genau. Und ich wollte mir einfach den mal noch geben. Und weil wir jetzt eben daheim einen neuen Beamer haben und eine neue Anlage. Und es war recht geil, der Film ist super. Ja, ist halt so, wow, ja, so, ist okay zum Schauen. Aber hat mich jetzt nicht hure von den Socken gehauen. Und sonst hast du alle X-Men-Teile gesehen? Und Sonst habe ich alle gesehen, aber das, was ich immer am spannendsten finde, also das X-Men, warum, dass ich auch die restlichen auch immer geschaut habe, ist halt gleich Wolverine. Mhm. Das lebt, also die ganze Story Art und alles, was über alle Filme erzählt wird, lebt für mich eigentlich nur von der Story von Logan, von Wolverine. Okay. Der kommt im Apocalypse 100 vor. Der kommt dort vor, ja. Ganz kurz. Ja. Dann verschwindet er in der Wildnis. Aber bist du jetzt positiv eingestellt gegenüber der Zukunft der Franchise? Also wirst du weiter schauen oder ist das so ein bisschen der Punkt gewesen, wo du gefunden hast, muss jetzt nicht sein? Ja, nein, ich werde es sicher schauen. Es sind für mich jetzt nicht unbedingt Filme, die ich muss im Kino schauen muss. Mhm. Ich mache dort immer so ein bisschen Abstufung. Mhm. Aber ich werde das sicher irgendwann schauen, auch wenn es erst 4-5 Jahre später näher ist, um der Story zu folgen. So wie du jetzt gemacht hast. Genau. Ich habe noch nachgeschaut, er ist 2016 rausgekommen. Also so 2016. weit. Ja, gut. 4-5 Jahre sind es nicht gerade. Es fühlt sich aber gleich ein bisschen an in eine Ewigkeit. Ja. Weil dazwischen natürlich noch Logan ist rausgekommen, wo Das ist, ja, so wir sagen grossartig lieber ist. nichts, weil es ist einfach sensationell, der Film. Und Logan ist letztes Jahr rausgekommen. Genau. Habe ich auch nicht gesehen. Das tut mir so leid. Den musst du wirklich... Das ist Gott, einer ja. von meinen Top 10 Ja, geworden. vielleicht die Wenn ersten wir jetzt zwei konsequent X-Men-Filme wären, gesehen. müssen wir jetzt den Podcast aufhören, Logan schauen und dann weiterfahren. Also vor allem Logan ist eigentlich The Last of Us in X-Men-Filmform. Inwiefern? Ich bin interessiert. Schau mal Honest... Nein, das darfst du fast nicht, aber Honest es Trailers. gibt Honest Trailers Version von Logan. Heisst nachher am Schluss so The Last of Us. Okay. Also sag mir einen Punkt, wieso das so ist. Ohne zu viel. Ja, weil er ist ein alter, abgekaufter Okay. Typ. Also es spielt ja in der Zukunft Logan. Ja. Spielt ja 2030 oder so ja, etwas. ja. Ah. Irgendwie so. Wo der Logan eben abgehaftert ist oder seine also seine... Wie heisst- Adamantium. Sein Adamantium-Skelett bringt ihn ja so langsam ein bisschen um, oder? Mhm. Und er ist nachher konfrontiert mit jungen, wie heisst sie? Ich weiß nur in echt, heisst sie Daphne. Also die Schauspielerin, genau. Isabel. Sagen wir mal Isabel. Sagen wir mal Isabel. Und muss mit der durch Pampa durch. Oder einfach durch die Welt durch. Ähnlich, Okay. also das ähnliche Setting wie The Last of Us eigentlich. Ja, dann nur abgekopfert. Ja gut, aber nur weil es etwas in Gameform gibt, heisst nicht, dass man es nicht in Filmform auch machen darf. Nein, Witz. Ja, cool. Also ich finde es sehr vielleicht. gut. Aber muss ich die anderen X-Men-Filme gesehen haben? Nein, gar nicht. Nicht? Nein. Absolut gar nicht. Nein. Aber ich habe das Gefühl, wenn du die anderen X-Men-Filme, wo der Wolverine mitspielt, gesehen hast,
findest du es vielleicht eventuell ein bisschen geiler. Also so ein ich bisschen würde wie- X-Men Origins Wolverine, den würde ich schauen. Okay. Weil dann bekommst du einfach die Origin-Geschichte von Wolverine mit über, oder wo er herkommt. Und mit dem Logan ist ja wirklich der letzte Teil, wo er mitspielen wird, hat er gesagt, der Hugh Jackman. Ah, Und okay. da siehst du wirklich den Anfang Jetzt und ist den genug. Schluss. Das ist so ein bisschen vielleicht eben wie in God of War, wo wir vorhin besprochen haben. Du musst es nicht gesehen haben, die anderen Teile, aber du bekommst vielleicht ein bisschen emotional, ein bisschen mehr mit Genau. als Abschluss Könnte sozusagen. mehr von Spaß dem. Ich glaube, es ist vom Feeling her eigentlich auch so ein bisschen eine Entwicklung, die wir im Moment sehen mit der Maturierung von Charakteren, Mhm. wie jetzt eben der Kratos, der erwachsen wird oder Ja. der Vater wird. Und du siehst auch da den Logan, wo ganz neu, also wo gereifter Charakter ist auch. Mhm. Und das finde ich ein wichtiger Punkt, weil du hast ja gesagt, der X-Men, den du jetzt geschaut hast, ist so ein bisschen eben versandet mässig, Mhm, aber mhm. Logan ist geil gefunden. Ja. Und ich finde es mega wichtig, eben, dass sich wie Franchises auch so weiterentwickeln und Ja. der Mut, hey, weil eben God of War, wie es vor 10 Jahren war, hätte heute nicht mehr funktioniert, glaube ich, wäre Mhm. nicht so relevant gewesen. Und das Gleiche, eben, wenn du nochmal Ja. X-Men rausbringst, der genau gleich ist und cool und lustig, geil, aber es funktioniert halt nicht mehr so wie früher. Der Punkt dort, der auch spannend ist, ist halt einfach ein Franchise, das sich mit dem Publikum mitentwickelt. Genau, das ist also geil, Klassiker ja. Harry Potter. Ja, voll, absolut. Ja, was hat er sonst noch gesehen, Punkt Update-Session? Weil wir jetzt sehr existenzialistisch waren. Ah, das ist doch nicht existent. Ich kann das Wort nicht aussprechen, aber das ist es nicht. Nein, aber das ist doch wirklich so. Also, wenn du so zurückschaust und das Gefühl hast, du bist mit einer Franchise aufgewachsen und es ist mit dir erwachsen worden. Hat Ja, auch reifere das ist Themen schon- angesprochen Ja, genau. mit der Zeit und hat sich gleich mitentwickelt und ähnliche Themen gehabt, wie du auch hast gehabt beim Erwachsenwerden. Genau. Das finde ich sehr spannend. Aber X-Men Apocalypse ist das sicher nicht. Nein. Aber eben... Aber Logan ist Logan, das. genau. Ja. Logan. Oder ein definitiv. komisches Beispiel, das ich habe, ist, aber es passt gleich mega gut, ist Toy Story. Habt ihr das gesehen? Mhm. Alle. Ja. Ja, aber da habe ich nie so eine extrem emotionale Verbindung Also ich dazu. finde Ich- Toy Story sehr gut, als 3 sehr gut, aber ich finde, die haben sich nicht so... Also im 3 gibt's einfach ist ja die ganze Geschichte mit dem, dass der Andy, also der all die Toys hat, dass der wegzieht an die Uni, Ja. dass er sie weggibt und so. Wie, er braucht sie nicht mehr. Ja. Und das ist halt wie, das ist zu dem Zeitpunkt rausgekommen, wo wir oder ich auch so ein bisschen mit der Uni angefangen haben Mhm, und mhm. der grosse Umbruch, du wohnst vielleicht nicht mehr daheim. Zu dem her hat es mich so zum richtigen Zeitpunkt auch genau so richtig getroffen, irgendwie. Mhm. So von Art her, klar, ist es immer noch wie die anderen gewesen, aber ich glaube, die Geschichte ist so ein bisschen ein Stück eben auch mit den Zuschauern weitergegangen. Ich glaube, das Mhm. war ganz ein bewusster Entscheid gewesen, dass man das so macht. Ja, das sind ja Filme, die nicht funktionieren würden, wenn du Woche nach Woche würdest immer wie weiter schauen. Genau, es Sondern muss wirklich so... die brauchen da Abstand und auch, sie sind angewiesen darauf, dass auch das Publikum reifer wird zwischen den Filmen. Genau. Sonst funktionieren sie nicht. Und das finde ich schon noch spannend. Absolut. Das Problem, das Star Wars hat. Die ganze Ich finde Zeit im neu Fall- rauskommt. Ein anderes Mal. Ja, aber sorry, wer hat Bock auf Han Solo? Wer da im Nein, Raum? im Fall wirklich Aber überhaupt das ist ein gar Film, keinen den ich Bock. werde sehen, aber nicht ins Kino schauen. Ja. Der ist voll in dieser Schublade. Schon, ich glaube, es Wobei, gibt schon noch im Kino. der Daniel Glover, Ja, das wäre schon noch spannend. Das Das ist ist schon eine geile lustig, Serie, aber der ist kein Lando. Donald wieso? Glover. Donald stimmt, nicht Daniel. Der ist kein Lando Calrissian. Der Don Lover. Oder Childish Gambino. Weißt du nicht, wer der Childish Gambino Das ist? ist einfach sein Singer-Pseudonym. Nein, weißt du nur, weil du nicht weißt, wer der Drake und der Kanye West ist. Geht Ja. mir ein. Ja. Also gut, gehen wir mal weiter. Fabian, was hast du so geschaut? Ich habe heute Morgen gerade, wir nehmen am Samstag auf, muss man sagen, Mittwochmittag. Heute Morgen bei meinem Bier. habe ich Rain geschaut. Neue Netflix-Serie, die gestern ist rausgekommen. Also Rain wie Regen oder Rain wie Regieren? Was gefällt dir besser? Regieren. Für mich Nein, wegen- das ist nicht. Yes! Nein, Rain, also regieren, das ist doch langweilig dann so, nach einer Vorlesung. Rain. Das wäre geil. Was hast du für einen Studiengang besucht? Besser. Herrschaft 101. Divide and Conquer. Gut. Um was geht es in Rain? Ist eine dänische Netflix-Serie. Ist jetzt eben auch, Machen Netflix. Netflix sonst Filme? die machen sonst geile Filme, ja. Was zum Beispiel? Hanna. Adams Äpfel ist der nicht dänisch, bin nicht sicher. Skandinavisch sicher, aber ob dänisch? Ich glaube, der ist dänisch. Keine Ahnung. Aber Schwedisch. Hanna. Ist Keine ja nicht dänisch.
Weiss Okay. nicht, was Hannah ist. Ja, merci. Nein, aber die haben sonst eigentlich, ich glaube, das ist so ein bisschen England, die sind so ein bisschen englandmässig von der Filmförderung und so, die haben schon ein gutes, Okay. gutes Value eigentlich. Und jetzt, aber das Netflix-Geld gemerkt schon. Und Netflix ist jetzt eben dabei, ganz vielen Ländern so localized Serien zu machen. Dark war ja die erste grosse deutsche Netflix-Serie gewesen. Haus des Geldes, Spanien. Okay. Kennst du die nicht? Wie heisst die? Haus des Geldes. Nein. Zweite Staffel schon das, spanische Produktion, auch mit Netflix zusammen Okay. und wird hure gehypt. Okay. Auf Englisch einfach House of Money. Ja, der spanische Titel wäre jetzt natürlich spannend, aber ja, Ich habe leider kein Spanisch. ich gehe nicht so gut. Probier es gleich mal. Casa del Monero. Da. Wir gehen heute ins El Caliente. Weißt du, was das heißt? Das Caliente. Oh, Das ist von ist King das- of Queens. Sehr geil. Also, sorry, wir haben die unterbrochen. Rain, genau. Ist eine dänische Serie. La Casa de Papel. Ja, okay, das kenne ich aber. Also, vom Namen her. Ja. Ja, ich schon. Ja, genau, gut. Also, Ja, Regen. nicht hure weit weg sein. Es regnet. Okay, ist gut. Der Regen hat irgendein Virus drin. Das Virus tötet Leute. Okay, geil. Also Das ist so so Ausgangslage. Bioterrorismus. Ja, nicht ganz. Es ist mehr so ein bisschen, Menschen haben Naturkatastrophen erschaffen. Aus Versehen. Also, nichts Übernatürliches. Nein. Ah. Ja gut, ausser die Viren. Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen overscienced, aber Aber gleich noch Science. ja, so halb. Mhm. Du merkst, also jetzt die ersten 4 Folgen reingebremst. Am Samstagmorgen. Wie früh wach gewesen? Wie lange geht so eine Folge? 30 bis 40 Minuten. Okay. Ja, typisch Samstagmorgen bei mir. Ja. Es sind, glaube ich, 8 Folgen insgesamt. Und du merkst, sie wollen sehr schnell an gewisse Punkte herkommen, die vorgegeben sind. Anscheinend. Also es fühlt sich so an, als wären einfach gewisse Fixpunkte vorgegeben, müssen dann und dann, dort und dort sein. Und darum, gerade in der ersten Folge ist es extrem, dass sie einfach nicht mit herkommen, wo sie nachher in der zweiten Folge weiterfahren können, wo viel zu schnell ist. Also, Okay. fühlt sich so ein bisschen rushed an. Ja, also Charaktere haben gar nicht Zeit, auf gewisse Situationen adäquat zu reagieren, Okay. weil es einfach zu schnell geht. Also weil du merkst vom Writing her, oder die haben einen halben Satz zum Reagieren zur Verfügung gehabt, mehr nicht, oder? Und also es hat sehr gut da, das, was in den ersten 20 Minuten passiert, auf 2 Folgen zu verteilen. Okay, krass. Weil es geht, also das kann nicht so viel kann ich sagen, weil das finden wir in der ersten Folge schon raus. Es ist eigentlich so eine postapokalyptische Serie, die eigentlich nachher so 5 Jahre, also 6 Jahre, nachdem das ganze Regenzeug initial passiert ist, spielt. Ja. Und der Regen ist aber immer noch gefährlich für die Leute. Und wenn irgendwie im Wald in eine Pfütze trittst und keine Regenschuhe anhast oder so, dann ist es dein Todesurteil. Ah, Klar. krass. Ja. Finde ich sehr spannend. vom Ja, Setting es her. ist, ja, Aber, du merkst eben vom Writing her, es ist, also vor allem eine Qualität von einem Dark erreicht es bei weitem nicht. aber es ist schon schön produziert. Also es Es ist, ja, Production Value ist hoch, Writing ist nicht so gut, Okay. muss ich sagen. Ich habe es jetzt auf Dänisch extra geschaut, um die Emotionen und alles genug, also im bestmöglichen Und synchronisiert ist es auf Englisch oder was noch? Englisch, Deutsch und alles. Alles, okay. Alles. Aber ich finde Dänisch wirklich noch cool, weil du verstehst nach einem Zeitchen recht schnell, gewisse Phrasen. Gewisse Phrasen sind so ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Irgendwie. Manchmal bist du nicht sicher, Englisch, reden sie ja. irgendeinen komischen schweizerdeutschen Dialekt gerade. Sie verhalten sich nachher manchmal einfach ein bisschen doof. Okay. Also weißt du, wo du sagst, wenn du jetzt wirklich weißt, der Regen ist dein Todesurteil, dann laufst du einfach fucking nicht mit Shorts rum. Nach Also, 5 Jahren vor allem. Ja, weißt du, also... Ja. Aber er hat das Potenzial, also wirst du noch weiter schauen. Ich werde schon noch fertig schauen wahrscheinlich, weil Okay. es unterhalten, die Schauspieler sind sehr gut, Mhm. habe ich das Gefühl, da haben sie gut gecastet. Aber es hat so ein paar so ein bisschen Walking Dead-Momente, wo du einfach gering längst. Einfach so dumm, ja. Ja. Okay. Das gibt es leider. Gut. Aber- Was würdest du sagen, für Fans von? Ja, für Irgendetwas- Fans von Postapokalypse, ja, also alle die,
Es gibt, ja, Post-Apocalypse ist schon ein bisschen ein Genre, oder? Ja, Ja, ich weiss nicht. ich verstand, aber niemand findet es wirklich geil. Für Fans von Tod und Verderben. Alle, die Pest geil gefunden haben, man, ziehen wir es rein. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ihr jetzt eben mal so eine localized Netflix-Serie wollt schauen, dann würde ich wirklich Dark. zuerst Dark schauen, weil das sieht ihr auch, IMDb jetzt Rating 6,7 oder so Mhm. und Dark hat immer noch seine 8,7. Mhm. Also, das Aber apropos localized, hat jemand von euch mal SRF Wilder gesehen? Nein, Das ist im leider Fall nicht. hure geil. Was Also ist wirklich das? sensationell. Ich habe die gefunden. Kampagne Krimiserie. dazu hure geil gefunden, aber ich habe es nie selber geschaut, leider. Fang 1 Staffel, Krimiserie, 6 Episoden, spielt in Bern und ist eine spannende Geschichte und wirklich sehr gute Krimi, sehr spannend. Und krass mir hat's produziert, oder? Also, es sieht wirklich Brutal produziert und mir hat es hure gut gefallen. Also es läuft im SRF. Schon lange nicht mehr. vorbei. Ist auch schon nicht mehr online. Wie kannst du das schauen? Hast du nicht mehr online? Wirklich? Nein, also du müsstest es glaube ich kaufen jetzt. Ah, What? Von wem ist das produziert? Vom SRF selber, oder was? Mhm. aha. Und was ist so der Aufhänger? Der Aufhänger ist, es geht um die Rosa, die so aus einem Dörfli kommt, wo so, vielleicht so, keine Ahnung, nicht viele Leute, man kennt sich auch alle beim Namen, man grüßt sich, aber es haben alle auch ihre Geheimnisse und Also so Itige Vor- und... genau, vor langer Zeit ist mal eine Lawine runtergekommen und es fängt damit an, mit der Gedenkzeremonie irgendwie 10, 20 oder 30 Jahre später, nach dem Unfall. Was spannend ist, man deckt langsam immer mehr auf, das war im Fall nicht eine natürliche Lawine gewesen. Mhm. Und da hat es noch ganz viele andere Lügen, die schon noch erzählt werden und Intrigen. Und alles wird nah aufgedeckt. Ah, das liebe ich. Und das ist wirklich, es ist hure geil aufgebaut und das Pacing finde ich recht geil. Und einige Twists, die du nicht siehst und hure spannend sind. Und dann denkst du so, es haben alle Dreck am Stecken. Mhm. Aber es ist so authentisch. Und was ich halt auch hure geil finde, sie reden Berndeutsch, du kennst die Bilder, du kennst die Gebäude eventuell. Wenn du dann in diesen Filmszenen siehst, wo sie irgendwie versuchen, Bern darzustellen. Und das habe ich sehr, sehr cool gefunden, einfach so wie auch das Gefühl, hey, in 20 Minuten wäre ich dort. So schade, dass ich nicht streamen kann. Also Ja. wirklich, in heutiger Zeit. In der heutigen Zeit. Tommy? Yes, ich habe so einen Dokumentar-Run auf Netflix, aber ich glaube, das Interessanteste, was ich geschaut habe, beziehungsweise das, was man am einfachsten kann erklären und Leute dafür begeistern, ist «The Push». Und «The Push» ist eine britische Produktion, Dokumentarfilm sozusagen, wo im britischen Fernsehen original ausgestrahlt ist worden und jetzt auf Netflix veröffentlicht, aber wie alle Episoden in einer drin. Also es ist einfach wie ein langer Dokumentarfilm. Mhm. Und die Grundprämisse ist, oder die Grundfrage ist, wie fest kannst du Leute durch sozialen Zwang manipulieren, etwas zu machen? Also wie weit kannst du Leute treiben? Konkret geht es bei diesem Experiment hier, das sie durchgeführt haben, um die Frage, kannst du jemanden durch sozialen Zwang dazu treiben, jemanden umzubringen? Mhm. Und zwar eine normale Person, die vorher keine Vorbestrafung hatte, nicht irgendwie psychische Probleme. Ganz eine normale Person, die sich nie etwas hat zu Schulden kommen, kannst du dich dazu bringen, jemanden umzubringen. Und wie sie das gemacht haben, beziehungsweise dahinter steckt ein berühmter britischer Magier, nennt er sich, glaube ich. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Kommt auch nicht so darauf an. Ein Magier, Illusionist, Psychologe, Showman, so irgendwie beschreibt er sich. Und der hat irgendeine Serie gehabt, wo er so seine Tricks gemacht hat. Und das hier ist jetzt wirklich ein mega grosses Projekt, wo er so noch nie gemacht hat. Und er hat ein paar Leute eingeladen zu einem Casting für eine von seinen Shows, die er sonst so irgendwie macht. Und die Leute dort haben aber nicht gewusst, dass sie sich jetzt eigentlich für etwas anderes angemeldet haben, nämlich für das grosse Experiment. Ja. Irgendwann ist er dann wieder auf die Leute zurückgekommen, die dann zum Casting sind gekommen und hat sie durch einen Vorwand an ein Event gebracht. Konkret, also es waren mehrere Leute, die dann mitgemacht haben. Und konkret zum Beispiel einer hat in einer Werbeagentur gearbeitet, wo er irgendwie die Möglichkeit hat bekommen, jemanden kennenzulernen am Event und einen grossen Auftrag einzuholen. Konkret ist es am Event darum gegangen, um so ein Charity-Ding, Charity-Gala, das «The Push» geheissen hat, wo so jungen Leuten helfen
jungen Weisen, glaube ich, war, soll helfen, irgendwie ein gutes Leben zu führen. So. Und der hat dort die Möglichkeit, einen grossen Auftrag an Land zu holen für seine Werbeagentur. Er hat ihn dort hergeholt. Und dann eben der Höhepunkt von dem Ganzen hätte so sein, dass er dann den Veranstalter von dieser Charity-Gala umbringt, wegen einem bestimmten Grund. Und es ist halt hure krass. Sie fangen mega mit kleinen Sachen an, so kleine Gefallen, die er machen muss, den Leuten, die dort sind. Zum Beispiel haben sie am Anfang so ein Buffet in der Küche. Er bekommt so eine Tour von ganzen Dingen. Sie gehen in die Küche, sie sehen so das Buffet mit kleinen Häppchen, Apero-Häppchen. Auf der einen Seite sind vegetarische Sachen, auf der anderen Seite sind so fleischige Sachen. Siehst aber nicht auf den ersten Anblick, was ist. Und er sieht einfach, auf der einen Seite fehlen die vegetarischen Dinge, also es hat viel zu wenig. Und jemand sagt ihm dann, hey, kannst du nicht einfach die fleischigen Sachen noch ein bisschen da oben verteilen, dass es so ungefähr gleich aussieht? Und er ist eigentlich gar nicht für das da, er ist echt nur in der Küche, um zu schauen, wie es aussieht, und er macht es. Das sind so kleine Gefallen, die er immer wieder macht mit den Leuten, die um ihn herum sind. Und dann er am Schluss so eine Fügung machen, dass er wirklich einen Mord begeht an dieser Person, die die Veranstaltung Das ist spannend. Das Und ist das- immer spannend, das muss ich mir unbedingt reinziehen. Und das wird dir wirklich so klar, wie einfach dass die Leute einfach manipulieren können. Ohne dass sie es vielleicht selber wollen. Also es ist nicht so, dass die jemanden manipulieren und Gefügung machen, aber echt so kleine Sachen, wenn sie sich aufhäufen, kannst du echt zu etwas gebracht Oder halt werden. einfach immer steigern. Ja, Also genau. du fängst eben mit kleinen Sachen an, Genau. mit kleinen Gefallen oder kleinen Manipulationen. Und eben dann kannst du so weiterspinnen. Das ist noch spannend. Und alle an dieser hohen Charity-Gala sind wirklich Schauspieler. Also es sind 100, 200 Leute dort und alles ist koordiniert, perfekt abgestimmt, sodass er denkt, dass das wirklich wahr ist. Das ist Ein hoher ein Aufwand. bisschen Truman-Show-mässig. Aber wirklich, ja, wirklich Truman Show. Extrem. Brutal. Aber also, sieht man ja auch die Hintergründe, wie die Schauspieler instruiert wurden oder so? Oder? Genau, du siehst dann so in Flashbacks, siehst dann immer so, was der Sinn dahinter ist von den Aufgaben, die er jetzt muss erfüllen muss. Was bringt es jetzt, wenn er die Apero-Häppchen da muss her? Oder was bringt es, wenn er jetzt die Tasche von diesem Charity-Typ muss tragen? Was für einen Einfluss hat es auf seine Psyche und was für einen Einfluss hat es auf die Entscheidung, ob er ihn umbringen oder nicht. Wie ist denn die Person ausgewählt worden? Aber die haben sich selber gemeldet durch das Casting. Und beim Casting haben sie dann eine Reihe von Tests müssen durchmachen. Ja. Haben sie die ausgewählt, die dort schon eingeknickt sind, sozusagen, wo schon so Anzeichen gezeigt haben, dass sie manipulierbar sind. Und die haben sie dann eingeladen für das Event. Also. Also wirklich hure ausgedacht, über mehrere Monate hinweg, ein riesen Projekt. Das ist krass. Die Frage ist dann einfach, ist es ethisch vertretbar, dass du da etwas machst? Also, das sind mehrere Geschichten, die parallel da sind gelaufen. Es sind mehrere Leute, die das Ja. durchlebt haben, sozusagen. Und die Doku verfolgt einfach einen Typ, was besonders spannend war, ob er es macht oder nicht. Und dann am Schluss wird noch aufgelöst, wie es die anderen gemacht haben. Ob sie es gemacht haben. Aber auch die Situation, wenn du es dann wirklich machst, Ja. du musst dann irgendwie mit diesen Konsequenzen leben. Auch wenn es alles gefaked war, du gehst dann auch gleich hin und denkst, fuck, was habe ich gemacht? Ja, aber das ist, ja, leicht manipulierbare Menschen haben die Probleme, ja. Und ich glaube, es sind sicher auch schon Leute dazu manipuliert worden, auch solche ähnliche schlimme Sachen zu machen. Also findest du es ethisch vertretbar? Nein, ich finde es ethisch absolut falsch, jemanden so mit dem Wissen können, so zu manipulieren, das ist sicher. Menschen müssen sich einfach hüten davon, so einfach oder so naiv zu sein. Das ist dann mehr der Punkt. Und ich finde, so eine Doku kann vielleicht ein bisschen Insight geben und Leute, Für Leute, die es vielleicht schauen, sehr, ist sehr super, naiv ja. sind, vielleicht helfen, hey, vielleicht sollte ich nicht unbedingt jeden Gefallen machen. Also denkst du, die Leute haben wirklich Benefit persönlich durch das? Also welche Leute? Die Die- mitgemacht haben? Ja. Also ich finde es schon recht Ich grausam. hoffe es. Also- Ich kann mir schon vorstellen, dass die beschäftigt. Also, Ja, also ich möchte nicht die Person sein, die nachher eben, wo das Wissen hat, ich hätte jetzt das gemacht, wenn es echt gewesen wäre. ja, du musst dann wirklich mit dem leben. Ja, fuck, ich hätte es gemacht. Also ich finde es eigentlich schon ein bisschen, Schon. dass man das darf machen. Wahrscheinlich auch nur only in America. Großbritannien. Only in Großbritannien. Das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt in dem Ganzen, eben, es sind ja Leute, die sich angemeldet haben für ein Casting, für so eine Show, wo so Sachen getestet werden, also wie manipulierbar das bist. Sie haben einfach nicht gewusst, dass sie nachher Monate später Ja, in eine Show also- kommen. Das heisst, es ist halt Es so, ist schon, es ist Ja. ihre unhure krasse Grauzone, Ja. so etwas zu machen. Das ist definitiv gemein. ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Da haben wir einen Überblick, über was wir geschaut haben. Gibt es irgendetwas, auf was ihr euch freut im nächsten Monat?
Ausser Han Solo. Wow. Deadpool 2, Wer kommt das? Ende Mai. Andy May, cool. Ich gönne mir sicher noch den Unendlichkeitskrieg von der Rächer im IMAX. Jurassic World 2. Oh. Auf das freue ich mich. Wann kommt der? Juni 8. So irgendetwas. Ja, von dem her, das ist die zweite Zukunft, Tommy. Nein, das habe ich mir schon seit... Das wird jetzt in jedem Podcast noch einmal gesehen. Genau, seit einem Jahr ist es in meinem Kalender drin. Und ich habe gemerkt, ich habe schon noch einen geilen Film gesehen, kürzlich im Kino. A Quiet Place. Aber nicht sagen, er ist still. Ich wollte Quiet euch auf den Place. Film einstimmen, aber ihr lasst mich nicht. Blablabla. Ich komme nicht klar mit... Mit A Still. Quiet Place. Ja, das müsst ihr eben können. A Quiet Place Aber wird ist der sehr... Film wirklich still? Ja, er heisst so. Also du kannst noch gut auf Deutsch schauen, weil er etwa 5 Wörter hat. Nein, schon ein bisschen mehr. Aber Ohne Scheiß. ja. Ah, okay, gerade Sehr so, gut. so radikal. Okay. darum muss ich sagen, eben, ich hat's, Aber da muss die Schauspielleistung wahnsinnig sein. ja, es ist auch der John Krasinski und Emily Blunt, die die Eltern spielen im Film. Und die sind auch in echt zusammen. Und das merkst du an der Chemie her. Ah, okay. That lucky bastard. Und nur noch schnell eine Frage, muss ich den Film im Kino sehen? Ich würde. Wieso? Wenn es Er ist sehr still intensiv. Und wenn du die Heime schaust, dann musst du nicht mit Headset schauen. Okay. Aber also ich muss sagen, ich bin lieber für A Quiet Place ins Kino gegangen als für Infinity War. Also Wow. Okay. für mich war es mehr ein neues Kinoerlebnis gewesen nach A Quiet Place als nach Infinity War. Gut, also, ich glaube, das wäre es gewesen. Dann hört unsere andere Session, Update-Session, Game-Session. News-Session haben wir auch draussen. Oder werden wir gleich draussen haben. Hört die, folgt uns auf Twitter, YouTube. Sonst noch etwas? Soundcloud, jegliche Podcasts. Genau. Oder auf dem Natürlich. Arbeitsweg könnt ihr so folgen. Arbeitsweg. Folgt uns in Folgt uns unserem nicht, Leben. nein. Nicht wie Nintendo oder Tommy verfolgt. Genau. Tschüss zusammen. Salut zusammen. Ciao. Schönes Silvester. Ja.